Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Monumente, Kultur und Personen. Ja, und jetzt gerade stehe ich hier auf dem Steg vor der Alten Liebe. Sie sehen, viele Leute gehen darüber. Aber deswegen sind wir heute nicht zusammengekommen, sondern ja, es geht um Brücken. Und der Kölner ist natürlich bekannt dafür, dass er Brücken baut. Mit seinem Gemüt, mit seiner Seele, mit seiner Art, wie er lebt. Aber auch darum geht es heute nicht. Ebenso wenig geht es um das Lied von Peter Maffay, das da heißt Über 7 Brücken musst du jon. Nein, auch darum geht es heute nicht, sondern es geht heute um was ganz anderes. Nämlich ebenfalls 7, in Anführungszeichen 8 Brücken, aber das sind die Brücken von Köln. Ich werde Ihnen heute alle Brücken von Köln zeigen, die über den Rhein gehen. Oder zumindest mit dem Rhein zu tun haben. Angefangen mit dem Steg, auf dem ich gerade stehe. Obwohl, na gut denn, der führt nur zu einem Boot. Aber die anderen Brücken verbinden nicht nur das Land mit einem Boot, sondern sie verbinden die Stadtteile von Köln und sind somit äußerst wichtig. Ich werde Ihnen vieles heute aus dem Off berichten, damit ich Ihnen auch die Brücken zeigen kann. Also bitte nicht wundern. Fangen wir doch mal an. Und zwar mit der ersten Brücke hier vorne hinter mir. Das ist die Rodenkirchner Brücke. Die erste Kölner Brücke, die erwähnt wurde. Naja, viele denken ja, von wegen die Römer, die kamen im Jahre 0. Nein, nicht exakt im Jahre 0. Aber zumindest die erste Brücke, die namentlich aus dieser Zeit erwähnt wurde, stammt aus dem Jahr 300. Zwar, wie Sie sich denken können, nicht die Rodenkirchner Brücke. Zur Rodenkirchner Brücke gehören ganz andere geschichtliche Daten. Die Rodenkirchner Brücke ist eine reine Autobahnbrücke. Sie ist die südlichste aller Kölner Rheinbrücken. Logischerweise fangen wir also auch ganz unten in Köln an im Süden. Auf ihr verläuft die A4 und damit der südlichste Teil des Kölner Autobahnringes. Zwischen 38 und 41 ist sie erbaut worden und war zu diesem Zeitpunkt der größte, oder beziehungsweise ja, deutsch sage ich ja immer, die größte Hängebrücke Europas und die erste Autobahnbrücke über den Rhein. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört und dann Anfang der 50er Jahre wieder aufgebaut. Ihre Länge beträgt 567 Meter, ihre Nutzbreite 56,6 Meter, ihre maximale Spannweite 378 Meter und ihre Höhe 60 Meter. So, und damit ein solches Konstrukt auch ordentlich stehen kann, hat man sie in festen, einbetonierten Fundamenten wieder aufgebaut. Die nächste Brücke, mit der wir uns gleich befassen, können Sie dort hinten schon erahnen. Das wird die Südbrücke. Die Südbrücke, die Sie da hinter mir sehen, ist eine der südlichsten Brücken hier in Köln. Sie ist eine reine Bahn- und Fußgängerbrücke und verbindet die linksrheinischen Stadtteile Bayental mit den rechtsrheinigen Pohl. So, Pohl ist direkt angrenzend an Porz und dort liegt gleich unser nächstes Ziel. Aber jetzt gibt es erstmal etwas von den Details zur Südbrücke. Die Südbrücke ist ein bisschen älter als die vorhin gezeigte Autobahnbrücke ganz im Süden, die Rodenkirchner Brücke. Und zwar die Südbrücke stammt aus dem Jahr 1910. Angrenzend an die Poller Wiesen ist diese Zweigelenks-Fachwerkbogenbrücke mit Zugband im Jahre 1910 in Betrieb genommen worden. Die Pfeiler der Türme bestehen aus rotem Sandstein. Die Brücke wurde am 6. Januar 1945 durch einen Luftangriff zerstört. Am 3. Mai 1946 wurde sie provisorisch wieder in Betrieb genommen und bis 1950 in ihrer ursprünglichen Form ausgebaut. Ihre Länge beträgt 368 Meter. Ihre Nutzbreite 8,95 Meter, ihre Spannweite 165 Meter. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Südbrücke angeschaut haben, sehen wir doch vorne direkt im Anschluss die nächste Brücke, um die es jetzt geht.
Dazwischen ist jetzt nur noch der Rheinauhafen, beziehungsweise die ersten Ansätze des Rheinauhafens. Das da ist die Severinsbrück. Hier sind wir jetzt an der Severinsbrück. Die Severinsbrück verbindet die Altstadt Süd und drüben den Stadtteil Köln-Deutz. Sie ist eine reine Fußgänger- und Straßenbrücke, der man im späteren Verlauf auch noch Gleise hinzugefügt hat. Die Severinsbrücke wurde als erste neue Rheinbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1956 und 1959 erbaut. Der von weitem her sichtbare A-förmige Pylon sorgte für einen Kontrapunkt zu den Türmen des Doms. Die Brücke wurde am 6. November 1959 von keinem anderen als Kardinal Josef Rings geweiht. Danach gingen die Ehrengäste zu Fuß über die Brücke. Darunter NRW-Ministerpräsident damals Franz Meyers, Oberbürgermeister Theo Buraun und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die seilverspannte Balkenbrücke hat eine Länge von 691 Meter, eine maximale Spannweite von 302 Meter und eine maximale Höhe von 77,2 Meter. Jetzt sind wir bei einer der Brücken angelangt, die überhaupt eine der geschichtsfähigsten oder trächtigsten hier in Köln ist, auch wenn man ihr nicht ansieht. Wir befinden uns jetzt hier an der Deutzer Brücke. Verbindet, wie der Name schon sagt, die Kölner Altstadt mit Köln-Deutz. Wird genutzt in der Hauptsache für den Straßenverkehr und für die KVB. Im Jahre 310 ließ Kaiser Konstantin hier an dieser Stelle die erste Steinbrücke über den Rhein errichten. Diese fiel 950 ihrem Alter zum Opfer. Aber schauen wir uns die Brücke doch noch ein bisschen länger an. Die Brücke ist im Jahre 950 nicht nur aus Baufälligkeit erneuert worden, sondern man hat natürlich dann auch, und die sehen Sie jetzt hier nur in Ansätzen, hinten für die Fundamente der Kirche St. Pantaleon im Jahre 950 dann die übrig gebliebenen Steine verwendet. So, wie geht es weiter? Die Verbindung zwischen den beiden Rheinufern wurde durch die Fährherren über Fährschiffe aufrechterhalten. Es folgte 1674 die sogenannte erste fliegende Brücke. Sie bestand aus einer Plattform aus Holz, auf die zwei Nachen gebaut waren. Sie waren mit einem Seil in der Flussmitte verankert und wurden durch Schrägstellung von der Strömung zum jeweiligen anderen Ufer gezogen. Also auf gut Deutsch gesagt, einmal so rumgezogen und einmal so rumgezogen. Am 16. November 1822 wurde die Schiffsbrücke zwischen der Altstadt und Köln-Deutz eingeweiht. Sie war die erste Brücke im weiten Umkreis von Köln, die nach 900 Jahren die Ufer des Rheins miteinander verband. Sie wurde aufgrund einer königlich-preußischen Kabinettsorder errichtet. Die Landesteile Rheinland und Westfalen waren erst 1815 erworben worden und sollten so in das Land integriert werden. Die zu diesem Zeitpunkt etwa 400 Meter lange Holzkonstruktion wurde von etwa 40 Nachen getragen und hatte eine Fahrbahn aus Holzboden. Die Brücke überquerte den Rhein etwa 50 Meter weiter nördlich als die heutige Deutzer Brücke und endete auf der Kölner Seite an der Marktmannsgasse. Für die Benutzung mussten die Fußgänger 2 Pfennige bezahlen. Auch Fuhrwerke und Schiffe bezahlten ein Brückengeld. Für die Schiffe wurde die Brücke anfangs 3-mal am Tag geöffnet. Dazu wurden 2 Brückenjoche, die sogenannten Ausfahrjoche, aus dem Verband herausgenommen. Mit steigendem Schiffsverkehr wurde die Anzahl der Ausfuhrjoche und der Öffnungen erhöht. Bis 1913 erhöhte sie sich auf 30 Öffnungen pro Tag. Das bedeutete natürlich längere Wartezeiten für die Fußgänger und die Fuhrwerke. Die Köln-Deutzer Brücke, zuletzt als Hindenburgbrücke bezeichnet, wurde am 15. Juli 1915 aus dem Verkehr gezogen. Es handelte sich um eine versteifte Kettenhängebrücke, entworfen von einem Herrn namens Karl Moritz. Zwischen 1939 und 1940 wurde sie etwa um 9 Meter verbreitert. Die Reparaturarbeiten, die durch einen Bombenschaden notwendig waren, zerstörten die Brücke am 28. Februar 1945 wiedermals. Erst Kriegsschäden, dann Reparaturschaden. Das kennen wir heute auch noch. Das haben wir heute irgendwo, ich wollte nicht mehr sagen, Stadtmuseum, auch gehabt. Zwischen 47 und 48 wurde die heutige Brücke gebaut
und am 16. Oktober 1948 eingeweiht. Die Brücke hat bei einer Gesamtlänge von 437 Metern, eine Spannweite von 132, 184 und 121 Metern, eine Breite von ungefähr 20,6 Meter. Sie hat 4 Fahrspuren, davon waren in der Mitte 2 mit Straßenbahngleisen ausgebaut. Ist es heute noch. Um der KVB einen eigenen Gleiskörper zu geben, wurde diese mit einer Spannbetonkonstruktion auf eine Gesamtbreite von 32,6 Meter erweitert. Das einzigste Manko, was an dieser Brücke ist, diese Brücke müsste mit ihrer 100-jährigen Konstruktion unbedingt mal renoviert werden. Die Renovierungskosten wurden auf 22 Millionen geschätzt. Ein Neubau der Brücke würde allerdings nur 24 Millionen kosten. Naja, okay. Bei den heutigen Baupreisen würde ich mal sagen, kein zweites BER, lieber nur sanieren. In diesem Sinne, gehen wir zur nächsten. Die Brücke, um die es jetzt geht, ist die Brücke, die für die Stadt Köln natürlich das Gesicht darstellt, wenn man von irgendwoher aus dem Rechtsrheinischen mit dem Zug in diese Stadt gelangt. Sie ist das Sehnsuchtssymbol kurz vor dem Dom, das man erwartet, wenn man diese Stadt anfährt. Und nicht erst seit 2008, seitdem eine Welle aus Frankreich überschwappte, die da besagte, dass man unbedingt Liebesschlösser an irgendwelche Brücken hängen müsste. Sie haben sich bestimmt schon gedacht, es geht um die Hohenzollernbrücke. Die Hohenzollernbrücke ist eine 6-gleisige Stahlbogenbrücke für Personenzüge und Fußgänger. Sie verbindet den linksrheinischen Hauptbahnhof in der Altstadt Nord mit dem rechtsrheinischen Bahnhof Messe Köln-Deutz. Von Deutz her läuft sie also direkt auf den Dom zu. Die Gleise schwenken allerdings dann kurz am Ufer direkt nach rechts in den Hauptbahnhof ab. Das Bauwerk gehört als fester Bestandteil zum Stadtbild von Köln und dem Kölner Dom. Auf beiden Seiten des Rheins finden sich insgesamt jeweils 4 Reiterstandbilder preußischer Könige und deutscher Kaiser der Hohenzollernfamilie, jeweils flankierend an den Rampen. Die Rede ist dabei von Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen, Kaiser Wilhelm I. und ergänzend linksrheinisch Kaiser Friedrich III. Und bereits zu seinen Lebzeiten Wilhelm II. Sie verbildlichen das Zeitalter der Preußenherrschaft in der Rheinprovinz. Der Vorgängerbau von 1859 genügte zu diesem Zeitpunkt dem wachsenden Verkehr nicht mehr. An gleicher Stelle wurde deshalb die Hohenzollernbrücke zwischen 1907 und 1911 erbaut. Diese wurden für 4 Eisenbahngleise und damalig 2 Straßenbahnen ausgelegt. Nach der Zerstörung der letzten Rheinbrücke in Köln durch die Wehrmacht am 6. März 1945 wurde 1948 ein Überbau provisorisch aufgebaut. 1952 wurde sie in ihrer alten Form errichtet, allerdings zunächst nur mit 2 Gleisen. 1959 und 1987 wurde die Hohenzollernbrücke um jeweils 2 Gleise erweitert. Der südliche Brückenteil für den Straßenverkehr wurde allerdings nach dem Krieg nicht wiederhergestellt. Zu sehen sind noch die Brückenköpfe mit den Reiterstandbildern aus dem ursprünglichen Brückenteil. Auf der Deutzer Seite ist die Auffahrrampe teilweise mit Kopfsteinpflastern und Straßenbahngleisen erhalten geblieben. Sie hat eine Länge von 409 Metern, eine Nutzbreite von 20,25 Meter und eine Spannweite von 167 Metern. Die Brücke ist eines der schönsten Denkmäler oder ich sage jetzt mal Monumente, die auch heute noch genutzt werden, dieser Stadt, die das Bild dieser Stadt widerspiegeln. Nehmen wir uns jetzt mal weg von der Hohenzollernbrücke. Wir haben ja gelernt, das ist eine Hohenzollernbrücke, weil sie halt an 2 Könige und 2 Kaiser aus dem Hause Hohenzollern erinnern soll. Und wenden uns jetzt der Zoobrücke zu. Die Zoobrücke ist eine Brücke über den Rhein, die den linksrheinischen Stadtteil Riel und den Stadtteil Deutz miteinander verbindet. Die Zoobrücke verbindet die innere Kanalstraße mit dem Kölner Autobahnring. Sie ist in beide Richtungen dreispurig ausgebaut und besitzt zusätzlich noch einen Rad- und einen Fußgängerweg. Nach ersten Überlegungen 1953 beschloss der Rat der Stadt Köln den Bau der neuen Brücke. Mit ihrer Spannweite von 259 Metern ist sie die Balkenbrücke mit der größten Spannweite am Rhein.
1962 begannen die Bauarbeiten für die neue, damalig erst eingeplant als Nordbrücke. 1963 erhielt dann die Brücke durch den Leserwettbewerb einer Kölner Tageszeitung den Namen Zoobrücke. Der Kölner Zoo liegt nur etwa 200 Meter von der Betonrampe entfernt. Das können Sie von hier aus jetzt nicht sehen. Aber er ist da. Naja, okay. 1965 wurde das Schlussstück eingesetzt und am 22. November 1966 wurde die Zoobrücke mit ihrem ersten Autobahnteilstück offiziell eingeweiht. Erst 1975 wurde linksrheinig die Nord-Süd-Fahrt in die Innenstadt an die Brücke angebunden. Was man da so leicht noch sieht, die Seile ja drüber sind, das sind die Seile der Rheinseilbahn. Und diese überquert diagonal vom Zoo aus zum Rheinpark, dort hinten am Thermalbad. Gut, jetzt haben wir aber schon viel durch. Na, das waren jetzt schon 6 Stück. Dort hinten sehen wir, ich würde am liebsten sagen, die vorletzte Brücke, aber da komme ich gleich zu, die Mülheimer Brücke. Und die gucken wir uns jetzt noch an. Wir befinden uns nun hier an der letzten Brücke, die ich Ihnen heute zeigen werde. Das ist die 7. Brücke von Köln. Und zwar die Mülheimer Brücke. Die Mülheimer Brücke ist, ja, was soll ich sagen, die drittälteste Brücke von Köln. Und man glaubt, die Mülheimer Brücke verbindet das linksrheinische Riel mit dem rechtsrheinischen Mülheim. Die Vorgängerbrücke, die zwischen 1885 und 1888 gebaute Mülheimer Schiffsbrücke, hatte damals eine Breite von 12 Metern. Neben Auto- und Fußgängerverkehr führte über sie die Stadtbahn. Am 19. Mai 1927 begann der Bau dieser Brücke, die Sie dort sehen. Aus Vorsichtsgründen wurde sie als unechte Hängebrücke, also sprich als versteifte Hängebrücke, aufgebaut. Und am 13. Oktober 1929 wurde sie von keinem anderen eingeweiht als Konrad Adenauer. Sie hat eine Länge von 708 Metern, eine Nutzbreite von 27, eine Spannbreite von 315 und eine Höhe von 50,5 Meter. Wenn Sie einen Kölner fragen, wie viele Brücken habt ihr denn in Köln, wird Ihnen jeder Kölner auf Stein und Bein schwören. Wir haben 7 Brücken, die gehen über den Rhein. 7 Stück. Was die Kölner nicht gerne zugeben, und ich werde auch nicht ganz bis dahin laufen, weil zum Thema Laufen sage ich gleich auch noch was. Ich bin heute weit genug für Sie gelaufen. Dort hinten kommt noch irgendwo eine Autobahnbrücke. Und zwar die Leverkusener Brücke. Und was der Kölner nicht so gerne hat, ist, dass diese Verbindung von Köln nach Leverkusen als Kölner Brücke bezeichnet wird. Und deswegen werde ich dort heute auch nicht hingehen. Sie sehen, ich biege jetzt schon ab. Ja, man sagte eigentlich schon zu Ubia-Zeiten, soll sich dort, wo jetzt diese Leverkusener Brücke endet, auf der anderen Rheinseite, schon der Hexenkessel der Druiden der Ubier befunden haben. Das sagt, glaube ich, genug aus, denn das hat sich bis heute gehalten. Ja, das war heute meine Tour mit Ihnen zu den 7 bzw. 8 Brücken von Köln. Hier an der Mülheimer Brücke möchte ich damit schließen, indem ich Ihnen einen Ratschlag gebe. Nehmen Sie sich doch mal einen Tag Zeit. Ich bin jetzt mit Ihnen knapp 9 Kilometer, ja, sagen wir mal 8,5 Kilometer zu Fuß gelaufen. Hab Ihnen die 7 Brücken gezeigt. Wenn Sie sich die Mühe machen und einmal rundherum gehen, das heißt, Sie gehen auch noch über alle Brücken drüber, dann kommen Sie auf knapp roundabout hin und zurück 20 Kilometer. Das ist ein wunderschöner Fußmarsch, ein wunderschöner Spaziergang, der Sie durch fast alle Stadtteile am Rhein entlang führt. Und das Schöne ist, dazwischen können Sie natürlich auch noch irgendwo einsteigen und festbehalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie heute was gelernt haben, dass Sie ein bisschen Spaß und Freude hatten und ich freue mich, wenn ich Sie bald wiedersehe bei Monumente, Kultur und Personen.